your chance, beat it now. 今目覚めるほど戦う遺伝子 Wake up 一か八か手が外れる衝動ほとばしるエナジー Survive 懲りない奴ら複数のダイナマイト生まれつき持って押し寄せる In the night 豪華なメンツ秒読み to the fight 宇宙の外れ巨大な荒野で無茶ぶりで歪む大地地響きだと驚く闇 Nothing can stop you now 沸騰していくテンションどうもない日が Wake up 乗るか反るかどうもないアクション断崖ギリギリ極限までサバIn der letzten Folge konnten wir Metallcooler begrüßen und diesmal ist sein kleiner Bruder dran, die kleine Blechbüchse, sprich Mecha Freezer, der natürlich ein bisschen notdürftig wieder zusammengeschraubt werden musste, aber was soll's. So, die Arena, schön, der Gegner Vegetto, oh Mann Leute. Nehmen wir jetzt mittlerweile online-mäßig schon relativ viel auf. Das Problem ist halt, dass ich da will online kämpfen kann ich ihn gar nicht zeigen, weil entweder die Verbindung irgendwie total beschissen und die Gegner hauen wieder ab, oder beziehungsweise bei mir hört die Verbindung wieder auf, das kann natürlich auch sein. Immer so etwa hältst die Waage, so 50-50, oder die andere Variante ist dann auch, was auch schon gegeben hat, was relativ viel passiert, dass die Gegner entweder Gogeta oder Vegetto sind. Sind die beiden wirklich so Übercharaktere, dass man immer auf Vegetto und Gogeta zurückgreifen muss, oder wie? Versteh's nicht, ganz ehrlich. Ich meine, klar sind Vegetto und Gogeta hier starke Charaktere, gar keine Frage, aber trotzdem muss man doch, ja, weiß auch nicht. Wenn es irgendwie, ja, vielleicht sozialer oder einfach besser, ich sag's mal besser, wenn noch ein paar andere Charaktere, wie, ja, verwenden würde, Mann, der einfach ein Nachbildschlag, Alter, so funktioniert das Ausweichen schon wieder nicht. Der Nachbildschlag von Vegetto, das ist auch so ein, seht ihr? Nachbildschlag, immer noch. Normalerweise ist bei dem Charakter Nachbildschlag, eins ist ein Nachbild, gut, wie gesagt, heißt Nachbild, und der andere heißt Nachbildschlag. Sobald jemand Nachbild einsetzt, was passiert? Genau, er kann einmal ausweichen, das war's. Bei Nachbildschlag kannst du irgendwie 4-5 Mal ausweichen. So fies irgendwie. Seht ihr, immer noch Nachbildschlag. Immer noch. Alter, willst du mich verarschen? Ey, ganz ehrlich, wie soll ich da gewinnen? Wie soll ich denn eine Chance haben, Freunde? Ich meine, klar, ich schlage mich jetzt nicht so toll, das schon, aber trotzdem. Na, natürlich ausgewichen, toll. So, jetzt aber, komm schon. Freezer-Kombi und weg. Und Todesstrahlung getroffen, weil er keinen Nachbildschlag mehr einsetzen konnte. Also dranbleiben, komm schon, dranbleiben, Freezer. Nein! Ah, ich hatte ihn fast. Oh, scheiße, hätte ich kontern müssen. Nein, hätte kontern müssen, verdammt. Ja, seht ihr Nachbildschlag wieder. Jetzt haben wir wieder seine Energie. Toll. Auskontern vielleicht irgendwie versuchen. Frag ich bloß wie. Oh oh, nicht in den Rücken, nein, da kann ich nicht ausweichen, dann geht's nicht. Und ich bin weg, Freunde. Das war der Auftritt von Mecha Freezer. Dem alten Schrotthaufen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was kommt denn jetzt noch? Ah, Super Buu gegen den Ultimate, gegen den Super Meisterschrupper Gohan. Ja, im Ultimate-Zustand. Und auch erweckter Gohan, Mystic Gohan, wie es auch immer genannt wird. Da gibt es ja verschiedene Begriffe dafür.
So, Gohan, was machst du? Obwohl, ja, Bu, was machst du? Ich mach gar nicht viel, dann werde ich mal kontern. Oh. Auslachen kann er, schön. Das war gerade weniger schön. Na, wie mache ich das am besten? Wie mache ich das? So, boom, so. Ja, fliegt er erstmal. Haha, komm doch. Och, nee, nicht die. Wow, wow, wow. Oh. Wie war ich bitte schön diese Attacke ausräumen? Mal ganz ehrlich, oh oh. So, jetzt kontern und jetzt zurück. Ja, geht doch. Das ist eine coole Kombi. So muss laufen, Freunde. So muss laufen. Immer mehr, immer mehr. Hoch mit Gohan und... Och nö. Nicht gut, Hanks. Ich habe irgendwie ganz mieses Déjà-vu. Und es laggt wieder. Das ist auch ein sehr mieses Déjà-vu. Nein, komm schon. Nicht laggen. Ah, nicht jetzt. Was jetzt? Hallo? Spiel? Nicht abstürzen. Verbindung ist bei ihm 4. Ne, 3. 3, 2, 1. Ganz toll. Weg da. Bei nur einem Strich ist das Ausweichen viel zu gefährlich. Sprich teleportieren. Da mache ich es lieber auf die altmodische Art und geh ihm aus dem Weg. Komm schon. Ich habe eine Idee. Dazu ist die Verbindung egal. So, jetzt nochmal. Blocken und jetzt. Höllensturm. Boom. Bam. Und Kick. Tschüss. Gucke mal. Ja. Hier ist nichts so möglich. Gohan. Was? So, jetzt bist du... Verbindung, ey. Verbindung. Leute, wenn ich den Knopf betätige, kommt das Kommando erst 3 Minuten, hätte man dann gesagt, 3 Sekunden später. Ist ein bisschen spät für meinen Geschmack, vor allem für so einen Online-Fight. Über 3 Striche, schön. Das sind wirklich 3 Striche, ich weiß nicht so recht. Aua. Ausweichen! Natürlich geht's nicht. Das tut weh. Alter, ich krieg ganz schön auf die Mütze. So, weg mit dir. Sind das 3 Striche? Ja, könnte sein. Yep, ich hab's wieder. So, Kumpel, jetzt bist du dran. Tschüssikowski. So, wie dazu. Wow. Was war denn das? Nee, nicht schon wieder irgendwie. Ist mir egal jetzt. Alter, ey. Das wollte es zwar eigentlich nicht beenden, aber für in der Not frisst der Teufel fliegen. Zum dritten Kampf, wieder mal mit Riku, diesmal aber gegen Krillin, nicht mehr gegen Gogeta oder sowas. Oh Mann. Verstehe mich bitte nicht falsch, Freunde. Ich mag Gogeta und Vegeta und ich mag euch, aber ganz ehrlich, manchmal denke ich mir, dass also die Hälfte aller Online-Benutzen nur mit Gogeta und Vegeta kämpft. Weil Gogeta, der ist halt der super Teleporter, oder? Oder Teleportation. Hier, da, überall und Vegeta halt am Nachbildschlag. Ja. Muss da halt mehr trainieren und irgendwie eine Taktik finden, gibt es garantiert bei denen, wo man da halt auch besser ausweichen bzw. halt kontern kann. Das muss es gehen, gibt es garantiert. Die Frage ist bloß, finde ich die auch? Das war cool, Krillin. Und ist gerade optimal, das freut mich umso mehr. Tschüss! Und da fliegt er! Und er fliegt nochmal! Und Riku muss kacken! Riku muss zum Pott, dann geht doch, aber... wird der Rüstung durch? Ich weiß nicht. Der Schredderblitz! Haha! Hier bin ich Pro-Champion, Kumpel! Keiner ist besser im Stickdrehen, als ich es bin! Naja, vielleicht noch nicht keiner, aber ich bin schon ziemlich gut. Wow! Kampfpose! Das war eine coole Idee, leider hat es nicht ganz so geklappt, wie ich es gerne gehabt hätte. Aua! Nein! Wo ist er? Hä? Bin ich mehr? Hallo, wo ist er? Da oben. Gerade ein bisschen dämlich. So, aua! Mann. Aua! Krillin, hör auf mit dem Quatsch. Komm runter, Kleiner! Ich will mit dir spielen! Ich will dich an die Brust nehmen!
Ein Irokesenbrust. Ach nee, so der Kopf. Boom. Nein. Aha. Ja, ihr seht's ja. Wenn die Verbindung top ist, dann bin auch ich top. Top, die Wette gilt. Gewinne ich oder verliere ich? Was setzt ihr? Was wollt ihr setzen? Naja, so. Wie viel habe ich noch? 3 voll Leisten. Er hat noch eine, also. Schredderblitz. Voll erwischt im Flug, hey. Das klappt auch nicht immer. Aua! Nein, ich wollte doch blocken. Scheibenkleister, okay. Mach halt den Zustand. Watching Soul Modus. Wieder mal die coole Mucke. Ja, das ist einfach so geil. Das Spiel. Abgesehen von den Online-Problemen. Und schon wieder ist es vorbei. Kacke. Ja, auch kacke meine Gesangskünsten. Egal, es geht weiter mit Piccolo gegen Kid Buu. Ja. Piccolo in der Buu-Sage ist sowieso ja Statist, nicht wahr? Also, da muss ich ja sagen, da war ich ja von Akira Toriyama, dem Zeichner. War ich ja nicht so begeistert, dass der plötzlich Piccolo zum Statisten negatiert hat, weil ganz ehrlich, der war sonst in Dragon Ball Z immer so cool drauf und immer stärker und so sympathischer. Kam immer mehr Charisma und so, immer mehr zu einem meiner Lebenscharaktere und dann plötzlich in der Buu-Saga. Nö, kein Platz mehr für Piccolo. Das ist zu schwach. Natürlich ist einfach Super Saiyan auch zu schwach, Dreifache muss gehen, gegen Kid Buu auch zu schwach. Ultimate Gohan zu schwach, alles zu schwach, Fusion zu schwach, ja, und am Schluss wieder mal Goku der Held. Naja. Ist ja nicht so, dass ich Goku nicht gerne als Held sehen würde, aber Dragon Ball Z war für mich eigentlich immer schon eher die Plattform für Gohan halt. Sprich, Dragon Ball war Goku noch. Er wurde erwachsen, bekam nachher Gohan als Kind und dann hat er irgendwie so eine Art wie sein Erbe weitergegeben, versteht ihr? Deswegen finde ich auch, dass Dragon Ball Z irgendwie wie zwei Serien ist. Dragon Ball Z, der erste Teil ist halt ein bisschen mit der Cell-Sage, wo Gohan einfach ein Super Saiyan wird und der stärkste auf Erden ist und danach halt der Schluss dann mit der Buu-Saga. Das gehört für mich eigentlich schon mehr zu Dragon Ball GT, weil auch bei GT war es ja so, dass nur noch darum ging, wer der Stärkste ist. So mit vierfacher Super Saiyajin und Fusion vierfacher Super Saiyajin, mit Dragon Ball, so mit den Super Drachen, ja, Super C17 und so. Naja, egal. Boom, boom, boom. Ist ja gar nicht mal so schlecht, das gegen Kid Buu, merke ich gerade. Oder es ist im Wedging Soul Modus, ist gar nicht gut, wenn die Gegner in diesen Modus gehen. Alter, der kann's aber. Na klar, voll die Soul-Kombo. Verdammt, die müssen wir heute mal drauf haben. Ist ziemlich cool, wenn man es drauf hat, aber eben, die ist halt pro Charakter oder pro Charakterklasse, glaube ich, ist immer noch ein bisschen verschieden, wie die funktioniert. Das ist leider nicht ganz so einfach. Aber egal. Oh yeah. Und da kam schon wieder Kid Buu angeflogen. Und der Kampf ist auch wieder mal vorbei. Kacke, die nächste. Der 5. und letzte Kampf für heute. Team Gohan gegen seinen Papa. Und ich hab's vorhin gerade erwähnt. Der zweifache Super Saiyan. Wie ich finde eigentlich die coolste Super Saiyan Transformation, abgesehen vom vierfachen. Weil ich finde der dreifache war irgendwie einfach nur unnötig, überpowered und ja. Ging wirklich schon in die Richtung von wegen immer stärker werden. Egal. So, der kam mit zweifachen Super Saiyans also. Mal schauen, ob Gohan seinem Papa das Wasser reichen kann. Nee, nicht Blitzkammer mehr, bist du wahnsinnig. Weil dem Teil auszuweichen ist sowieso mühsam. Komm schon, wow! Hat er gerade das richtige Timing, wa? Ich bin der Geilste, ich bin der Stärkste, ich bin der zweifache Super Saiyan. Oh! Ja, es geht wieder, Verbindung ist super. Kannst du das Blitzkammer mehr abwehren? Ist das geil, Mann. So, jetzt weniger geil. Wow, aua, mit einem Markenkumpel. Ja, Mann, das okay, blocken geht nicht beim Blitzkammer. Du musst ausweichen, von mir aus. Komm her, Papa. Ja, kann ich auch, siehst du, haha. Boom, und da fliegt er wieder. Mein alter Herr. Das ist aber fies.
Ich habe gerade reagiert und Schildbrecher und in den Magen, wo es hingehört. Geh mal. Zweifache Super Saiyan, das ist meine Form, Leute. Hier fühle ich mich mächtig. Oder ich ein bisschen Schmerz bin vielleicht zu meinem Papa, aber Scheibenkleister, hey. War voll im Move drin, du Arsch. So. Guan hat voll keinen Respekt, wa? Nennt seinen alten Papa Arsch. Egal, ey. Wo ist er jetzt? Da oben. Noch nicht, der auch noch. Wütende Szene, Wedging Soul Modus. Ach du grüne Neune. So, zurück. Was macht ihr da? Ja, schön Porten mit X, ich weiß, das geht relativ einfach. Aber wenn er nicht näher kommt, dann verpufft seine Zeit. So jetzt aber, komm schon. So, gekontert und... Scheiße. Hier zu kommen ist echt schwierig. Der Gegner ist so überpowered. Außerdem, er macht einen Fehler. Und das war sein Fehler, Freunde. Wie es weitergeht, seht ihr nächste Woche wieder hier bei Wedging Blast 2 Online Fights. Ciao zusammen.